Stell dir mal ganz kurz vor, alle Gebete, die irgendwo rund um den Globus gebetet werden, die an Gott gerichtet sind, die würden von Engeln vorsortiert. Könnt ihr euch das vorstellen? So quasi zur besseren Übersicht oder zur ordentlichen Bearbeitung. Falls Gott so organisiert ist, ich weiß es nicht, aber falls Gott so organisiert ist, dass da so ein paar Auswahltreffen und dann so verschiedene Postfächer machen, dann kenne ich genau die Abteilung mit den größten Personalengpässen. Ich kenne genau die Abteilung, wo die Engel latent immer einen Burnout haben oder wirklich kurz davor sind, alles hinzuschmeißen. Ich kenne genau dieses Postfach, was permanent überfüllt ist. Nämlich mit all den Fragen nach dem Warum. Warum bin ich wieder mal zu spät? Warum haben wieder mal alle anderen was erlebt, nur ich wieder nicht? Warum sind Menschen gesund geworden, mal Gebete von anderen erhört worden? Warum denn nicht meine? Dieses Postfach ist permanent wirklich überfüllt. Warum muss ich das erleben? Warum muss ich momentan vielleicht Leid erleben? Warum greifst du nicht ein? Warum schaust du tatenlos zu? Oder vielleicht akademischer, wenn Akademiker beten, die würden dann vielleicht sagen, ja, Gott, wenn du wirklich gut bist, dann willst du sicherlich kein Leid. Und wenn du wirklich allmächtig bist, dann kannst du es ja auch verhindern. Also warum gibt es das immer noch? Egal ob Akademiker hin oder her, das sind wirklich Fragen. Und nein, ihr Lieben, das sind keine Fragen aus irgendeinem Studierzimmer, wo man sich verkrochen hat und dann mal ein paar Gedanken wälzt. Nein, das sind echte Fragen von echten Menschen. Dahinter stecken Tränen von Eltern, die über ihre Kinder weinen. Dahinter stehen Augen von Kindern, die Dinge sehen, die sie nie hätten sehen sollen und doch jetzt momentan miterleben müssen. Dahinter stecken Träume von Menschen, die zerplatzen. Dahinter stehen Biografien, die auf einmal abbrechen und so ganz kurios in der Weltgeschichte rumstehen. Eine dramatische Wende erfahren. Leute, die Frage nach dem Warum ist nicht der Titel von der Predigt oder von irgendeinem Buchtitel. Das ist eine Fragestellung, die steckt auf unseren Seelen, auf unserem ganzen Leben. Warum funktioniert das nicht? Warum? Und das Leben funktioniert scheinbar wirklich nicht. Beim Thomas damals nicht, bei etlichen anderen aus dieser Ostergeschichte und auch bei uns häufig nicht, auch wenn wir es uns noch so gut irgendwie manchmal auch christlich zurechtlegen, quasi so nach christlichen Lebensprinzipien unterwegs sind. Wenn man Jesus nachfolgt und Gott die erste Priorität im Leben gibt, dann ist uns ein garantiertes, erfülltes Leben, das ist quasi automatisch da. Das werden wir erleben. Aber das war beim Thomas halt auch dann nicht so der Fall, dass es automatisch denn so erfüllt und logisch war für ihn, das zu erleben. Oder wenn du um die Heilung betest und wirklich fest daran glaubst für dieses kaputte Knie, dann kannst du dich heute schon anmelden für den Jungfrau-Marathon dieses Jahr. Viel Spaß. Oder wenn du dann halt in deine Beziehung mit dem Sex wartest, so bis zur Kirche, also quasi noch ein bisschen länger, es muss ja nicht in der Kirche gerade starten. Also wenn du bis dahin wartest, dann ist dir wirklich garantiert eine Ehe, da ist jeder Hollywood-Streifen eine Lachplatte dagegen. Das ist so eine tolle Ehe danach, das ist garantiert, wenn du das machst. Und wir alle wissen, so funktioniert das Leben halt den einen Weg nicht. Und manche sind darüber enttäuscht, fragend wie der Thomas, kann ich das noch glauben? Ostern, Auferstehung von den Toten, ist das wirklich... Ist das aktuell? Und überhaupt, wir feiern Ostern dieses Jahr mit Osterhasen in Lebensgröße. Geh mal in manchen Laden hinein, du wirst erschlagen. Die sind nach Ostern sehr günstig zu kaufen. In Lebensgröße feiern wir das und gleichzeitig hören wir Nachrichten über Tod, über Trauer, über Hass, über Fragezeichen, wo man einfach sprachlos wird und die Frage stellt sich dann, ja, ist das wirklich noch angemessen oder schon geschmacklos? Oder einfach oberflächlich. Ostern steht halt im Kalender, ja, kann man auch nichts machen. Also feiern wir halt Ostern. Passt das wirklich?
Ihr Lieben, ich glaube, das passt besser, wie wir manchmal denken. Dass wir jetzt, gerade heute, Ostern feiern. Und das wirklich nennen auch, wir feiern Ostern. Das passt besser, als wir denken, weil Ostern ist kein Fest für eine heile Welt. Ostern ist kein Fest für eine heile Welt. Das erste Ostern, das fand statt mitten in Verzweiflung. Wir haben es jetzt eben gerade gehört. Da war Karfreitag, da waren Menschen verzweifelt, die waren traurig, da war Tod, da war Verfolgung, da war Hass umher, Ratlosigkeit. Und das erste Ostern bricht genau in so eine Situation von Ratlosigkeit und Tod und Trauer hinein. Es machten sich buchstäblich, im Matthäus-Evangelium kann man es nachlesen, dunkle Wolken breit über den ganzen Leuten, die anwesend waren. Und längst nicht jeder war wirklich so überzeugt, dass das mit der Auferstehung stimmt. Und längst nicht jeder war von diesem Jesus noch wirklich überzeugt, sondern eher fragend. Vielleicht so wie du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Wir lesen ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Da wird berichtet von diesem Thomas. Thomas, auch Didymus, das heißt Zwilling genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde seiner Seite legen. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen, diesmal auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede, Friede sei mit euch. Und dann wandte sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her, leg sie in meine Seite, zweifle ihn nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Und da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die mich nicht sehen und doch glauben. Leute, über Generationen hinweg ist genauso diese Stelle als Mahnung verstanden worden an diesen guten Thomas, als Mahnung. Er sollte jetzt endlich mal glauben. Als sei der liebe Herr Jesus darüber verschnupft. Irgendwie, das ist aber nicht schön, lieber Thomas, über die Zumutung von Thomas, die Sache mit der Auferstehung erst dann zu glauben, wenn er das mal genau untersucht hat, wie das denn jetzt so ist und was ihn denn da beschäftigt. Quasi, er will eigenhändig sehen, was da passiert ist. Mit eigenen Händen sehen und ergreifen, hey, das stimmt oder eben stimmt auch nicht. Als wären Jesus am liebsten die Anhänger, die alles glauben und nie was in Frage stellen. Sagen wir mal ihr hier. Die finden, jawohl, das stimmt, passt, Punkt. Und ihr hier so auf dieser Seite, wird eher so diejenigen, die, also ich glaube jetzt nicht einfach, weil die das glauben, sondern ich habe da noch 2, 3, 4, 5, 6 Fragen. Und Jesus wird einfach automatisch die Gruppe immer bevorzugen finden, die sind mir am liebsten, die keine Fragen stellen und die finden es dann halt so gut. Nur ja nicht zweifeln. Und mit dem Zweifeln ist es so eine Sache. Es gibt ja Anfänger vom Zweifeln. Das sind Menschen, die stellen die eine oder andere Rückfrage und finden, ja, das verstehe ich jetzt nicht richtig. Ja, ist ja egal, aber ja, so richtig verstehen tue ich es nicht, aber ich tue auch nicht alles anzweifeln. Das sind so Anfänger im Zweifeln. Dann gibt es ohne weiteres Profis im Zweifeln oder sehr, sehr, sehr weit fortgeschrittene Zweifeln, die stellen alles in Frage. Überhaupt, kann man das glauben? Und warum, wieso, weshalb, weswegen und warum denn das nicht? Und am Ende vom Tag bleibt von der ganzen Fragerei eine große Dekonstruktion übrig. Alle Teile liegen am Boden. Und man fragt sich jetzt, was kann man denn glauben? Das weiß man auch nicht mehr genau. Dann gibt es durchaus aber auch reife Zweifler. Ich würde es mal so bezeichnen. Menschen, die glauben auch nicht alles. Und auch gar nicht sofort. Aber das Wenige, was sie glauben, das gibt ihnen offensichtlich Halt genug, die vielen und offenen Fragen auszuhalten. Und mit ihnen gleichsam zu leben, ohne gerade daran zu verzweifeln.
Und die sind dann wirklich selig, weil sie nicht sehen und trotzdem glauben. Und zu den offenen Fragen von den Menschen hört offensichtlich auch die Osterbotschaft. Einer von den Toten auferstanden. Und zu den offenen Fragen hören auch die vielen Warum-Fragen. Warum ist das so und wieso ist das so und was macht den Sinn vom Leben und vom Sterben? Und Thomas war offensichtlich einer von dieser Kategorie. Er war einer, er wollte fühlen, er wollte betasten, er wollte Gewissheit darüber, aus den Wundmalen von Jesus bekommen. Er will wissen, was aus dem Leid und aus den Wunden nach der Auferstehung denn quasi geworden ist, wie sich das denn jetzt so anfühlt, was da passiert ist. Er geht weit über das hinaus, was die anderen Jünger in dem Moment so geglaubt haben. Ich glaube, er war ein Mensch, der wollte eine Vertiefung von seinem Glauben. Der wollte wirklich tiefer runter gucken und sagen, verhebt das, was ist da, was passiert da? Er wollte verstehen und auch wahrnehmen. Und er wollte nicht nur von den anderen hören, was die denn glauben, sondern wollte selbst das wie berühren und irgendwo ergreifen. Seit unserer Geburt sind wir als Menschen so einen Reflex wir betasten was, wir ergreifen was. Und ergreifen und begreifen, das hört ganz nah zusammen. Mein jüngstes Enkelkind, mein Großkind, ist jetzt 9 Monate. 9 Monate alt. Und ab und an, wenn ich sie auf dem Arm habe oder mit ihr so spiele und sie vor mir sitzt, so, dann hat sie so die Eigenschaft, dann kommt sie mit ihren Händen so auf mein Gesicht zu, meistens meine Brille irgendwo ergreifen und dann mache ich so und dann patscht auf meinem Kopf rum und das macht durchaus Sinn. Ihre Mutter hat Haare, ihr Vater hat Haare, ihr Bruder hat Haare. Was ist das? Sie selbst hat noch nicht so viel Haare, aber ergreifen und begreifen, das wird ganz, ganz nah zusammen. Nur ist mit den Wunden das so eine Sache. Ich normalerweise würde jetzt nicht unbedingt auf einen zugehen und darf ich mal deine Wunden anfassen. So, das finde ich eher so ein bisschen, muss ja nicht unbedingt sein. Muss ja nicht sein, aber Thomas hört zu der Kategorie, nein, er will das genau erforschen, er möchte das wirklich anpassen. Und die Begegnung von Thomas mit dem Auferstandenen, die hat eine Unzahl an Künstlern beflügelt, das irgendwo in einem Bild festzuhalten. Und eines der berühmtesten Bilder ist das Bild von Caravaggio aus dem 17. Jahrhundert, wo ihr dort seht. Und ich sehe an euren Gesichtern, manche finden das. Und schaut es euch mal einen Moment an. Man sieht doch 3 so verwegene, zerrissene, abgehärmte Fischersleute. Gesicht irgendwie wettergegerbt, aber auch vom Kummer könnte man denken, so zur Furcht. Die stehen um diesen auferstandenen Jesus drumherum. Und der entblößt so seinen Oberkörper. Und einer der 3, so ein bärtiger Jünger mit Halbglatze, der bohrt mit seinen langen, bleichen Zeigefingern und diesen schmutzigen Fingernägeln in der Wunde von dem auferstandenen Christus herum. Und wenn du den Blick vom Thomas anschaut, dann ist das nicht sehr bewundernd, sondern mehr so erforschend. Was ist genau da? Er schaut einfach nur nach, hoch aufmerksam in diese Wunde, so wie ein Arzt, so dieser zu spät gekommene Apostel. Mit dem Finger in der Wunde, an dem Wunder vom Glauben ist er irgendwie am Rumkrausen da drin. Scheinbar sogar mitleidlos, wenn ihr ihn genau betrachtet. Im Deutschen ist das sogar eine Redewendung geworden, dass einer den Finger in die Wunde hineinlegt. Das sind die Menschen, die mit ihrem Finger genau auf das tippen und sagen, ja, das glaube ich jetzt aber nicht so. Da ist irgendwas nicht ganz so koscher, das möchte ich mal genau anschauen. Die üben häufig den Kritik und gucken mal genau mal rein und legen den Finger auf die Wunde, auf den Punkt, wo man sagen muss, da muss man jetzt wirklich mal genauer hinschauen. Einer, der den Finger in die Wunde legt, der stört häufig die Selbstsicheren drumherum. Ich finde es noch spannend, wie Jesus auf den Thomas reagiert in der Geschichte aus dem Johannesevangelium. Er kommt in diese Situation hinein und mit keinem Wort tut er ihn irgendwie maßregeln und sagt, Thomas, du bist halt spät gekommen, wer zu spät kommt, dem bestraft halt das Leben, dann ist es halt so. Oder
er sagt mit keinem Wort, dass er irgendwie, ja, Thomas, guck mal, die glauben das doch alle. Warum glaubst du, wenn du nicht so glaubst wie die, dann stimmt es auch mit dir irgendwas nicht. Ja? Das musst du dir schon mal durchdenken, lieber Thomas. Mit keinem Wort geht er in diese Richtung, sondern er macht einfach den Aufruf und sagt, hey Thomas, komm, fass mich an, nimm deinen Finger, untersuch meine Hände, streck deine Hand aus und berühre die Wunde an deiner Seite. Jesus ist nicht der distanzierte Retter. Und Jesus hat kein Problem mit irgendeiner Fragestellung. Jesus hat kein einziges Problem mit irgendeinem Zweifel. Und der Zweifel bringt auch nicht Jesus weiter weg, sondern er ist genauso noch da, ist genauso in der Nähe noch da. Und sagt, streck deine Hand aus, komm, probier das, schau es mal genau an. Jesus ist kein distanzierter Retter, der Schwierigkeiten hat mit diesen Fragen. Ich glaube sogar, Thomas hat uns allen einen großen Dienst erwiesen, indem er seine Fragen wirklich gestellt hat, seine Skepsis wirklich formuliert hat. Weil er hat allen damit deutlich gemacht, ihr Lieben, Gott nimmt jeden Zweifler, Gott nimmt jeden mit seinen Fragen ernst und dreht sich nicht weg von denen. Und Gott kennt diese Fragen. Und Gott sagt immer noch, streck dir eine Hand aus, streck dir die Hand aus. Und wenn Jesus diesen skeptischen Thomas ernst nimmt, ich denke, dann sollten wir das auch ernst nehmen, unsere eigenen Fragen ernst nehmen oder diejenigen der Menschen, die da so ihre Mühe haben mit Ostern und Auferstehung und Jesus und so Haupt. Der Thomas ist später in den Heiligenkalender aufgenommen worden. Er wurde Heiliger und ist Heiliger geworden von den Bauleuten und Architekten. Und wenn man denn seine heiligen Statue ansieht, dann seht er gleich hier diesen heiligen Thomas. Und er wird immer mit so einem Gegenstand dargestellt, mit so einem Winkelmesser oder mit so einem ganz großen Lineal. Schutzherr der Architekten, die genau bemessen müssen und sagen müssen, okay, wie ist das? Ja? Man könnte auch sagen, Schutzherr der Präzisionsberufe ist der Thomas geworden. Der Heiliger all derjenigen, die es genau nehmen müssen mit diesen physikalischen Gesetzen. Der Heilige derjenigen, die Häuser bauen, Brücken bauen oder Tunnel bauen und sagen, hey, das muss verheben, das muss wirklich heben. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass irgendeiner sagt beim Bau, ja, das hebt schon irgendwie. Nein, das müssen wir berechnen. Das müssen wir mal ganz genau nachschauen, ob die Brücke das trägt. Ob die Brücke wirklich die Last aushält und ob sie auf Dauer wirklich gebaut ist. Wir können nicht nur wehrweisen, wir können nicht nur sagen, ja, das wird schon irgendwie. Nein, das müssen wir berechnen, genau nachschauen. Und der Thomas ist der Schutzherr von dieser Berufsgruppe quasi wie geworden. Von denen, die Häuser für uns bauen, die Wind und Wetter wirklich trotzen, wo das Dach noch stabil bleibt, auch wenn es ganz schwierig wird. Leute, und die Fragen nach der Statik und der Haltbarkeit, das sind nicht einfach Fragen, die nur der Architekten beschäftigen sollten, sondern die sollten auch uns beschäftigen. Trägt unser Lebensfundament, trägt unser Glaube, hält er da was aus und bleibt er auf Dauer? Ist das, wo du dein Leben darauf aufgebaut hast? Ist das, wo du daran glaubst und sagst, da an dem halte ich fest, ist das wirklich belastbar? Oder wird das beim ersten Wind wirklich gerade umkippen? Das sind Fragen, wo der Thomas stellt und sagt, ich möchte das genau wissen, ich möchte das wirklich wissen. Ich möchte das wissen, weil ich möchte was Konstruktives in meinem Leben aufbauen. Ich möchte wirklich auf was aufbauen, was verhebt. Und deswegen lege ich den Finger in die Wunde und schaue genau nach. Ich finde es noch bezeichnend, dass der Thomas Schutzherr von den Architekten und Bauleuten geworden ist und nicht von Abrissunternehmen. Und auch nicht von, und dass er mit so einem Winkelmesser gezeigt wird und nicht mit einer Abrissbirne. Weil das ist eine Sache, Dinge zu dekonstruieren und alles auseinanderzulegen und alles irgendwo in Frage zu stellen, aber es ist eine andere Sache, was aufzubauen, was wirklich hebt im Leben. Was wirklich den Stürmen und Schwierigkeiten und den Zweifeln und den Not und Leid, wo wir alle dann und wann in unserem Leben drin stehen, wirklich verhebt und trägt und hält und wirklich auch bleibt. Der Thomas als Heiliger, der hat es an sich ziemlich weit gebracht, also geografisch, der ist bis nach Indien gegangen. Aufgrund der Thomas-Apostelgeschichte, der Thomas-Legende,
weiß man ungefähr, dass er so 40 nach Christus über Iran, Irak, Afghanistan bis nach Nordindien gegangen ist. Missioniert und ist in Indien von dem damaligen König Gundisar an seinen Hof berufen worden, um einen neuen Palast zu zeichnen. Ein Palast nach römischem Vorbild. Und daher kommt wahrscheinlich auch die ganze Geschichte, dass er da der Heilige der Architekten geworden ist, der Schutzherr der Architekten. Und er hat diesen Palast für den König Gundisar hat er gezeichnet und er wurde überaus reich, damit belohnt, hat sehr viel Geld dafür bekommen. Und Thomas, der Heilige, der gute Mann, hat das Ganze genommen und hat das in Indien verteilt. Er hat das unter den Armen verteilt. Das wiederum hat den König Gundisar auf die Palme gebracht und hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Er hat sich später bekehrt, dieser Gundisar, und hat ihn dann wieder rausgeholt, diesen Thomas. Der Geschichte nach ist Thomas dann in Südindien später als Märtyrer gestorben auf dem St. Thomas Mount. Und seine Überreste sollen dann in Chennai, in Südindien, dort begraben worden sein. Und an der Stelle, wo das gewesen sein soll, dort steht heute die St. Thomas Basilika in Chennai. Und es gibt heute noch ganz viele Thomas-Christen in Indien. Die nennen sich nach diesem Thomas, diesem Zwilling, dem sogenannten Zweifler. Circa 7 Millionen nennen sich Thomas-Christen momentan. Weil der gute Mann nicht nur gezeichnet hat, sondern er hat ganz viel von diesem auferstandenen Jesus erzählt. Er hat missioniert, er hat die Auferstehungsbotschaft von Ostern bis nach Indien getragen. Und das hebt bis heute. Bis heute. Wenn ich einen Satz über dem Leben von Thomas stellen würde, dann würde er heißen, ehrlicher Glaube hat Zukunft. Ehrlicher Glaube hat Zukunft. Und ehrlicher Glaube, der hält, der trägt und der bleibt auch. Deswegen keiner muss sich seiner Fragen oder seiner Nichterlebnisse schämen oder irgendwie sie verdrängen oder verschieben. Ostern ermutigt uns sogar, stell diese Frage. In der Thomas-Geschichte haben wir es eben auf dem Bild gesehen, entblößt Jesus so seinen Oberkörper. Bereitwillig steht er sich da vor Thomas hin. Und das Verrückte ist, Thomas erkennt Jesus nicht an seinem Gesicht, sondern Jesus wird erkannt an seinen Wunden. Und das ist ein spezielles Merkmal. Jesus wird erkannt an seinen Wunden und nicht einfach an seinem Antlitz. Und der Thomas begreift, glaube ich, in dem Moment, Gott selbst ist ein Verwundeter. Gott selbst ist ein Verwundeter. Dieser Gott hat keinen makellosen Astralkörper und Auferstehung ist auch keine Wiederherstellungsmaßnahme vom vorherigen Zustand, sondern die Wunden zeigen Thomas, an den Wunden werden wir heil. An den Wunden können wir mit unserem Glauben, mit unserem Fragen wirklich heil werden in unserem Leben. Und sagt, an dem ist dieser Gott erkennbar. Weil Karfreitag hat wirklich Wunden geschlagen. Und Gott hat alles gegeben und sich selbst hingegeben und sich selbst verwundet dadurch. Und sagt, an dem wirst du sehen, dass Gott dich und mich liebt und sagt, hey, ich möchte mit so Menschen unterwegs sein. Ich möchte mit der Menschheit weiter unterwegs sein. Ich lade dich dazu ein. Und deswegen ist der Satz, zweifle nicht länger, sondern glaube, das ist nicht einfach ein kritischer Appell an den Thomas. Viele haben das immer so gelesen, jetzt zweifle mal nicht, jetzt glaub endlich mal. Riechst dich mal zusammen. Sondern vielmehr eine Einladung. In dem Moment sagt Jesus, hey komm, jetzt ist der Moment zu vertrauen. Weil Glaube ist immer eine Vertrauenssache. In der ganzen Bibel hindurch. Ich fing am Anfang an mit den ersten Menschen, wo uns berichtet wird, dass sie vertrauen, meint Gott das wirklich gut, wenn wir von dieser Frucht nicht essen sollten. Das geht durch das ganze Alte Testament bis ins Neue Testament hinein. Meint Gott es wirklich gut und kann ich dem vertrauen, was dieser Gott mir und dir zusagt? Das ist eine Einladung. Dieses Zweifel nicht länger, sondern Glaube. Es hat auch nichts mit psychologischer Sicherheit zu tun, sondern es geht um Vertrauen in eine Person, die wir immer besser kennenlernen. Deswegen hat Jesus seine ganzen Jünger auch nie dazu aufgerufen, wenn sie ihm nachfolgen sollten. Also jetzt kannst du jetzt die 7 wichtigsten Gebote auch nennen, dann darfst du nachfolgen. Weißt du genau, wie das in der Tora dort beschrieben ist mit den Opfern? Okay, dann darfst du mitkommen. Jesus hat kein Glaubensbekenntnis unterschreiben lassen.
Jesus hat gesagt, komm, folg mir nach. Und auf dem Weg wirst du mich mehr kennenlernen. Und hoffentlich lernst du auch mehr zu vertrauen und zu sagen, streck deine Hand aus, ich meine es wirklich gut. Und dann kann der Thomas nämlich auch in der Situation, wo wir es eben gelesen haben, zum Schluss dennoch sagen, mein Herr und mein Gott. Dir vertraue ich. Nochmals, ihr Lieben, ist es angebracht, Ostern zu feiern? Ja, es ist angebracht. Es ist mehr als angebracht, dass wir heute Ostern feiern. Für genau so eine Welt ist Ostern stattgefunden. Für genau so eine Welt. Für genau so eine Welt, wo wir drin leben, ist Jesus von den Toten auferstanden, um Hoffnung zu geben, mitten in einer Welt, in der Bomben fliegen, Angst sich breit macht, Gewalt mit Gewalt beantwortet wird, Lösungen fehlen, das Unkraut vom Tod sich breit macht, global, aber auch in unserem eigenen privaten kleinen Leben manchmal, in der Gesundheit, im Lebensalltag, in Finanzen, in Beziehungen. Und überall erleben wir häufig diese Fragen und dieses Unkraut, was sich breit machen will. Hier hinein rufte Jesus diese Auferstandenen. Karfreitag, es ist vollbracht. Und Karfreitag ist nicht das letzte Wort, es folgt Ostern. Ostern ist für eine Welt, die auseinanderbricht. Ostern ist für die Menschen, die verzweifelt fragen, kann ich das glauben? Wird das irgendwie nochmal besser in meinem Leben? Ostern ist für all diejenigen, die heute hier sind und wenn du später im Podcast nachschaust. Ostern ist genau für all die Menschen, die sich verzweifelt danach sehnen. Hey Gott, greif ein, mach was, aber ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los, Gott. Und ich gehe mit dir da durch. Ich glaube daran, dass wirklich Neues wächst mitten in den Dornen vom Leben. Und deswegen tut Ostern dich und mich wirklich auch mit herausfordern und sagen, hey, streck deine Hand aus. Streck deine Hand aus zu diesem Jesus, der sagt, hey, ich werde alles neu machen, auch dein Leben. Ich vertraue mir. Vertraue mir. Und deswegen kann der Paulus später mal sagen, hey Leute, nichts und niemand, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, weder Tod noch Leben, weder Dämonen, weder Böses. Nichts kann dich scheiden von dieser Liebe, die an Karfreitag ins Kreuz gegangen ist und du kannst sie an den Wunden erkennen. Und dieser Jesus sagt, hey, streck deine Hand aus. Vertrau mir für dieses Jahr, was noch weiterkommt. Vertrau mir mit deinen Fragen, mit deinem Leben. Ich werde an deiner Seite sein. Ich werde mich nicht von dir distanzieren. Ich will mit dir weiterlaufen. Und das ist eine Herausforderung an dich und an mich. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl, das ist hinten vorbereitet. Und ich lade dich ein, als einen Ausdruck, wenn du das persönlich möchtest, dann gehst du nachher nach hinten, nimmst dir ein Stück Brot, du nimmst dir diesen Becher mit dem Saft und darfst an deinen Platz zurückkehren und darfst es dort allein für dich einnehmen und sagen, hey Gott, ich vertraue dir. Ostern 2020, ich vertraue dir, dass du heute für mich die Hand wieder ausstreckst. Und ich strecke meine Hand zu dir aus, Jesus. Und ich möchte mit dir durch mein Leben gehen. Ist eine Einladung, du musst nicht nach hinten gehen. Machen es so, dass Leute, die hinten sitzen, zuerst gehen dürfen, also wer möchte. Und ihr vorne müsst noch einen Augenblick warten. Aber Stück für Stück könnt ihr euch umdrehen und sehen, wenn hinten wieder frei ist, das Abendmahl zu holen. Darf ich euch bitten, aufzustehen und ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der mit unseren Fragen zurechtkommt. Und danke bist du die beste Adresse für all diese Fragen, die ich habe und für die Unsicherheiten, die ich habe. Und danke, dass du mir die Hand ausstreckst, dass ich sie ergreifen darf und sage, an der Hand will ich gehen. Danke, dass du an diesem Wunden erkennbar bist, dass du alles gegeben hast, damit es möglich wird für mich, hier und jetzt mit dir unterwegs zu sein.